Bei uns in Perukaville ist so, und wir haben da einen riesen Pennymarkt. Du kannst da eigentlich in der Unterhosen hingehen und kannst da alles, es gibt das so ein Auto. Da kannst du auch in der Unterhosen in Penny gehen. Sagt ja keiner was. Fuck. Warum du denn nicht? Feuerstoffe Penny kann man mit der Unterhose hingehen und keiner sagt Nein, was. die Feuerstoffe. Habe die Ehre miteinander, ich bin's, der Birger. Das ist der Kani. Servus. Heute wollte mir nichts sagen, außer sein Ecke der Bord, der fällt mir schon ein. Das ist der Florian. Hallo. Der ist auch dabei. Und das ist Spezi-Wirtschaft. Wer ist denn der Boden? Der Erfinder von Tetris. Ja, das ist mir was der Aushilfsboden. Weil der Richtige, der ist in der Meisterschule. Dass er mal lernt, dass man beim Board gescheit schneidet. Also Johannes, falls du hörst, lernst du hoffentlich mal gescheit. Hansi, schneid mal den Bart jetzt. Hannes. Sag Kinder, was schmerzt man heute? Ihr wisst es wieder nicht, ich weiß schon. Ich weiß eigentlich auch, aber du sollst das nicht wissen. Okay. Ich weiß leider gar nicht. Das ist so lustig. Festivals und Konzerte. Geh ich nicht. Sind wir zwei Leute mit Corona, das ist nichts. Das waren wenig Ja. Festivals die letzten 2 Jahre. Das ist Tatsache wahr. Und da bin ich so verfickt lästig, dass ich in die Hosen scheißen kann. Weil ich hätte jetzt 2 hintereinander System of a Down sehen können. 2-mal hintereinander sind die Festel abgesagt worden und jetzt das 3. Jahr, wo es wieder gegangen war, hat System halt anscheinend keine Zeit mehr gehabt, dass zu uns kommen. Hans Obung, Bin stinksauer. kurz vor Straubing, was? Oh Gott, da muss ich ins schlechte Wichse-Schachtel. Schlechte Wichse-Schachtel? Warum machst du die Bewegung? Ich sag, du kannst dir versprechen. Das dauert eine Minute, das geht schon wieder ums Wichsen! Warum machst du die Wichsbewegung nicht so? Wann und was war dein erstes Festival? Florian, bitte. Mein erstes Festival, das war tatsächlich erst oben ohne. Oben ohne in München. Und nix. Und es war keiner oben ohne. Das war sehr deprimierend. Das war jetzt meine erste Frage, ich war da noch nie, was hat Nein, das für einen Hintergrund mit es dem hat eigentlich- Oben? Na, das war eigentlich recht spontan. Da haben wir hingefahren und da hat irgendwer, ich weiß aber leider nicht mehr, wer das war. Irgendwer hat da gespielt, den wollte man singen. Wo ist das? In München, ne? Du warst da mit dem Zug hier, keine Ahnung wo, auf die Messe. München, glaube ich. In München. Das ist München. Dann nimmst du noch Hops. Auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt schon bei Snobs sind. Wir haben immer noch keinen Sponsor. Ich finde das, wir können mit ihm alle Podcast-Folgen auf. Die hat noch kein Mensch nicht gesehen. Wir reden zum dritten Mal, reden wir 50% der Zeit über Sponsorings. Hier könnte ihre Werbung stehen. Ja, und- Wenn's kein Knicke der Hurensohn war. Oder wenn wir oben ohne warten, könnten es. Boah, den kann man dann ein Festival draus machen. Wie viel Geld muss ich dir auf den Tisch legen, dass du oben ohne mit einer Werbung da drauf sitzt? Das ist nicht viel, glaube ich. Angebote, los geht's. Was war Ja, dein schreibt in die Kommentare. Oben ohne Festival in Minge? Genau, das war mein erstes Festival und da habe ich sogar meine damalige Freundin kennengelernt. Oder das Wer- erste Mal war ich mit der. Wie warst du? Warleck, das 18? Nein, ich war. Ich, Das ist auch verjährt. 16, 17. Wie war Also sie? so 2 Jahre jünger, 3 Jahre jünger, 2, 3 Jahre Erzähl. jünger. Mit 16, 17 ist das wurscht. Wenn Nein, du Geburtstag hast. Dem Onkel Werner was Pumpe allgemein Düse. wurscht. Der verdammte Onkel Werner! Mann, Ist der schon wieder da? der ist genauso scheiße wie Mr. Henky. Ja, der lass mal mit der Handy drin. Der muss mein Handy halten. Wie viel muss ich untergespielt auf dem oben ohne Festival? Mir sagt das gerade gar nichts. Gibt es Da das noch? waren Hätte sie noch diese Elektro. Django 3000, das weiß ich noch. Wer? Ja, der Name sagt Kennt mir was, man. aber was mache ich für Musik? Ja, keine Ahnung, so Reggae. Also ich kann es da nicht mehr genau sagen, weil das ist so lange her. Und das war ganz ein kleines Festival. Ich kann, Mann, irgendwer war da, die wollte man unbedingt singen, aber ich weiß echt nicht mehr wen. Ich hätte jetzt eigentlich Das ist geschätzt, so dass es lang ein her. Elektrofest ist. Nein, das war, überhaupt nicht. Ja, gar nicht, sagt er. Nein, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein, ist nichts Nein, es für war mich. kein Elektro nicht. Das war leider was anderes. Aber ich kann wirklich gar nicht mehr sagen, auf wen wir da gewartet haben. Da habe ich nur Augen für meine damalige Ex gehabt. Nein, leider nicht. Der Podcast ist für nicht dafür da, dass wir deine Kindheit aufarbeiten. Mein Kind, ich war erwachsen. Erwachsen. Auf jeden Fall war keiner oben ohne. Das ist eigentlich das. Du warst schon enttäuscht dann. Ich Also war ich war sehr- enttäuscht gewesen. Ich- Hast du oben ohne Festel? ja, und das ist kein Mensch Am oben ohne. allerhöchsten sechsten Mal besuchen die wahrscheinlich die ohne Hose Kraftclub war da. Oh, Kraftclub. Ah, cool. Oder? Ah, ist ja wurscht. Habe ich mir auch schon mal Verzeiht ihr- hineingedudelt, ja. Ja, verzeiht Ja, mir Die, mehr. glaube ich, vor allem. die sind, glaube ich, live ziemlich geil, Kraftclub. Die machen, ich hab's noch nicht live gesehen, aber Die die machen werden live Party. singen. Die machen das ist Party eine richtige fucking hard. Partyband. Ja. Dein erstes Festival? Ah, lecker, mein erstes Festival. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es einfach nur Weigendorf, Hautzenberg oder das Onkels Abschiedsfestival war. Die haben Eins ein von ganzes den- Festival gemacht. Die haben damals ein riesengroßes Festival abgehalten. Das Mit, ist ja ich glaube, ewig, mit 120.000 Leuten oder so. Das war Das ist ja Millionen Jahre her, oder? Die gibt's ja schon. Das war 2005
2005 oder 2006. Wie gesagt, gefühlt 1000 Jahre her. Ja, ist so circa 1000 Jahre Aber her. erst 12. Das ist schon krass. Da war ich. Ja, da war hat man ewig, weil ich war am mit Laut- 14, war ich 2001, war ich das erste Mal in Rock im Park. Das war mein erstes großes Festival. Da hast du absolut noch in die Windel Was für gefladert, mein Freund. 2001. Habe ich definitiv, ja. Mit Ja. 7. Mit Ja. 7. Da hast du auch in die Herberts Windel mit Rave auf. gefladert. Mit Anlauf. Ach, scheiß Rock im Park. Ja. War das früher schon so beschissen? Ja. Das war immer, Ja. ich war einmal und Rock im Park ist so ein Wichsfestel, das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht mehr, was mir mal am meisten, damals hat mich nichts so gefuckt. Erstens war ich da 14, zweitens war das erste große Festival, da bin ich mit so großen Armen das ist angelaufen. Da habe ich nicht drauf aufgepasst, ob da irgendwas beschissen ist oder nicht. Also wenn du halt einmal auf einem kleinen Festival warst oder auf einem normalen Festival, so wie Summer Breeze ist ziemlich geil. war ich nie. Und dann kommst du in Rock im Park, das ist einfach, keine Ahnung, als da ich vor einem japanischen Klo, das man mit einer automatischen Spülungsausschlag ausschwabt in ein Plumpsklo geht. So ist es ungefähr. Das Rock im Park ist ein Wichsfestel vor dem Herrn, da werde ich nicht über den Bauzahn rumhängen. Es gibt das österreichische Pendant dazu ist das Nova Rock und Ist aber das soll besser. ganz geil Das sein. ist Da war ich auch wesentlich nie. Das ist Das ist aber immer in- noch viele Kumpels von mir hier. Ich war Immer einmal noch. dort und es ist, als Novarock ist halt richtig geil. Das sind aber halt Ösis, die wissen halt, wie Die man, wissen, Hashtag Lieblingsnachbarn. ja. Wo sind die Österreicher ab in die Kommentare? Was die Leute auf Spotify und so, deren, weiß ich nicht, was das hinschreibt. Die Schreib's Die in- sollen einfach den weiß ich nicht, schreib's in eine Podcast Textdatei und druck's aus, du Mongo. Packenvereine. Schickst uns per Post. Schick's mir Post an Onkel Werner im Keller. 333 Nase. Novarock war echt stark. Das war richtig geiles Ja, Festival. Wir haben nämlich da so einen geilen Was Nachbarn ist da, gehabt. was fuckt die in Rock im Park so krass so? Ja, erstens mal ist schon losgegangen, als Carsten hat, wir haben ein bisschen eingelesen, weil du darfst nicht auf jedes Festival mitnehmen, was du möchtest. Und wir sind uns gewohnt auf die kleinen Festivals, dass wir gesagt haben, wir nehmen ein Notstromaggregat mit, einen Kühlschrank, eine Couch, Pavillon und so weiter. Und dann hat's geheißen, wenn du in das Festival reingehst, dann hast du pro Person 1,4863 Quadratmeter Platz zur Verfügung, mehr nicht. Dann denken wir da schon, was ist denn das für ein Scheißdreck? Ich muss im Steh schlafen. Auf alle Fälle fast dann da hier und dann haben wir aber trotzdem alle, das haben wir mir nicht gewusst, trotzdem haben sie alle Couchen und was weiß ich dabei. Und wir sind halt dann wie Viecher eingepfercht, irgendwo umeinander gestanden und die anderen haben halt einen geilen Platz gehabt. Das waren VIP-Tickets. Und dann ist halt auch, dann ist dazwischen wieder irgendwo, der Weg zu den Sachen irgendwo hier, das ist, da hat, dann spielen Bands, so, dass dann große Headliner-Acts auf die Bühnen spielen, so dass du dann sagen möchtest, sagen musst, ich möchte beide singen, aber ich kann nicht, weil die nämlich fast zeitgleich spielen. Dann spielt zum Beispiel Slipknot auf einer kleinen Bühne, dass nicht einmal mehr alle Leute einkannten. Das weiß ich noch vom Kumpel, bei dem war das nämlich auch so, der ist dann hingekrumpelt, dann hat's gesagt, das darf keiner mehr rein. Und dann haben sie gesagt, ja wie, das ist Slipknot und jetzt lasst nicht alle Leute rein, dass sie singen, und haben sie von der Seite, haben sie einen Bauzaun niedergerissen, dass Leute reinkinder. In was für einem Jahr war das? Da war ich, glaube ich, auch, bloß haben wir uns da schon kennt, ich weiß Nein, bei dem Slipknot mit dem Bauzaun war ich selber nicht dabei, das hat mir ein Kumpel verzeiht. Und das ist halt auch so ein Ding, Ja, dass da ich sage, war ich ich mag nämlich da nicht mehr auch. hin. Ich mag da nicht hin. Bei uns haben sie nämlich dann auch nicht mehr gekommen. Also es ist dann einfach nicht gekommen. Jetzt haben sie die Leute nicht mehr einlassen, draußen ist es gezogen wie die Hölle. Ich war 2001, 2002 und 2003 in Rock im Park, da war ich 14, 15, 16. Ja. Und dann sitzt da als kleiner Scheiß von dieser Alternate Stage oder was auch immer das war. Ja. Und dann gingen die so Slipknot. Oh, fucking Slipknot, wow. Wir sitzen mal alle da, machen die Türen auf, dann passiert der. Ja, genau. Alles klar, keiner kommt mehr rein, irgendwas. Wir haben dann irgendwann reingekommen, weil wir halt klar waren. Und dann sind sie einfach nicht gekommen. Geil. Und als Alternative, was ist denn da dann, glaube ich, das, weil da hat's einen analogen Shitstorm hat's da gegeben, dass die nicht mehr kommen. Ich glaube, Beschwerdebriefe. sie wollten dann Linkin Park einer schicken. Oh, leck haben die Leute ausgerast. Das ist eh klar. Also das ist immer natürlich Linkin Park auch geil gewesen, aber hier Slipknot, Linkin Park, da kannst du nicht du kannst nicht die Slipknot-Fans Linkin Park Nein, ich möchte sehen, wie sie Slipknot oben auf der Bühne gegenseitig geschluckt werden, wenn sie spielen. Korrekt. Das war halt, was ich damals singen wollte von Slipknot. Und nicht ein Linkin Park Krollin-Sepp. Weißt du, was ich gesehen habe? Der Florian möchte uns was erzählen schon die ganze Zeit, aber mir lässt man nicht. Ehrlich? Nein. Ja. Also, Okay, weiter geht's. Linkin Park. Nein, es war nur vorher zu dem Thema gegangen. Wir waren nämlich vor Corona noch auf dem Festival in Perukaville. Und da war zum Beispiel genau das Problem, dass man mir praktisch, wir haben eigentlich sau früh losgefahren. Es ist ja 6 Stunden weg, in WC, ehemaligen Militärflughafen. Und da haben wir dann hingefahren und haben wir dann aber wirklich das Pech gehabt, dass wir mir die falsche Autobahnausfahrt runtergefahren haben dann praktisch runtergefahren und dann an der Vorfahrtsstraße, natürlich nicht die Vorfahrtsstraße gefahren haben, sondern waren wir die einbirgt. Und alle anderen haben die Vorfahrtsstraße gefahren. Dann sind sie nicht ins Festival gefahren, oder wie? Weil es voll Jo. Schocken.
Nein, aber du hast... Kannst im Kreisverkehr hängen geblieben. Nein, aber es lässt dir kaum entscheiden. Wenn die alle aufs Festival möchten, dann kommst du als Zwischenstraße, hast du verloren. Da haben wir wirklich so die letzten von der ersten großen Anreise, haben wir ganz hinten gestanden, wo hinter uns nur noch vereinzelt Leute kämen. Und dann war es aber so, dass wir auf dem Festivalgelände, wir haben bestimmt 3 Stunden gesucht, dass wir irgendwie einen Platz gekriegt haben. Da haben wir auch den Bauzaun verschoben, hinter die Klos mehr oder weniger, oder hinter die Duschen. Und da haben wir gerade noch irgendwas gekriegt. Aber das war totale Scheiße. Also, weil die Leute haben sich so ausgebaut von Anfang an. Und da haben wir die letzten Leute überhaupt keinen Platz mehr gehabt. Aber wir waren mal sehr früh da. Also, es war wirklich eigentlich am Anreisetag, schon Mittag, waren wir vor Ort. Wir haben wir schon am Tag, bevor wir schon. Also, ich gehe jetzt an Rock im Park, war ja einfach am öfteren in Rock im Park. Das ist von Freitag bis Sonntag gegangen. Ich glaube, in den letzten Jahren geht das mittlerweile sogar 4 Tage. Weiß gar nicht, ich war jetzt schon, wann war es jetzt mit 2013, glaube ich. Hast du so viel Geld, dass du lieber in Urlaub fährst? Ja, das ist ja jedes Jahr, kannst du, ich glaube, für meine erste Rock im Park, die habe ich auch noch irgendwo, die hat 170 Mark oder so gekostet, war mit Parkplatz, mit Müll, mit allem. Und mittlerweile, was sollst du mittlerweile? Ich glaube, dass wir nein, aber also ich glaube, die billigste Karten, das ganz normale Festival-Ticket, da haben wir, weil wir waren ja vor Corona nochmal hingefahren, Vegas System, da habe ich gesagt, okay, ich springe über meinen Schatten und fahre hin, weil ich möchte System von ansehen. Und da hat die Karten, glaube ich, 235 € gekostet, aber das war schon eine von den Frühbucher-Scheißhaus-Tickets, die werden ja dann alle 2 Tage noch mehr teiliger. Was soll das? Und dann ist das so ein Arschloch-Festival. Ich hasse voll. Ja, fick dich, Rock im Park, fick dich. Ja, bei uns war es 2008, das parallel, weil wir vorher gerade bei der Spender und Bands parallel, da gibt es ja 3 Bühnen, und, eine ganz kleine, eine mittlere, die Alternative Stage und Main Stage, und dann läuft halt einfach eiskalt, fast zeitgleich auf der Main Stage Rage Against the Machine und auf der Alternative Stage Prodigy. Und ich stehe da und denke, möchte sie mich bloß noch verarschen, Alter. Ja. Soll ich eine Revolution ankündigen oder soll ich mir Teile schmeißen? Ich weiß es nicht. Ich hätte auf Teile eine Revolution ankündigen. Erstmal auf Teile Revolution ankündigen. Ganz blöde Frage für Dumme, wie viele Leute haben da Rock im Park? Ungefähr, wie viel haben das? Ich weiß nicht, ich glaube, irgendwann waren es mir um die 70.000. Okay, ich weiß aber nicht, ob das gewachsen, geschrumpft, was ist, keine Ahnung. Parallel dazu läuft ja Rock am Ring. Das ist am Nürburgring, oder? Ja, das ist ein bisschen größer. Und das ist ein ganz Stück größer, glaube ich. Ich weiß jetzt aber nicht. Da brauchen wir jetzt einen kleinen PC, da wo man schnell googeln kann für jene Fakten. Das aber wir haben leider keinen PC. Cool, schaut dir das versehen mit der Kamera aus. Der Handy ist ja wieder PC. Wir haben keinen PC. Das ist kein PC, das ist Werbefläche, Florian. Werbebanden. Werbeträger eigentlich, oder? Oder wir müssen Werbeträger. Das Nonplusultra, also an dem ich festlege, ob ein Festival gut ist oder nicht, ist, wenn ich mit dem Auto am Zeltplatz hinfahren darf. Das ist einfach das Allergeilste. Doch, weil du parkst nämlich, wenn du mit 2 Autos kommst, ist immer geil. Du kommst links Auto, rechts Auto, in der Mitte ein Pavillon aufgestellt. Dahinter sind die nächsten und du hast den besten Platz überhaupt. Und sobald es regnet oder selbst, musst du nicht anschauen beim Zelt, weil da rumpelst ins Auto rein. Das war immer, Novarock ist zum Beispiel krass, da haben wir zuerst gedacht, okay, Kackfesten, weil ich darf noch am Zeltplatz parken, weil du gehst fast, je nachdem, was du da parken musst, bis zu einer Dreiviertelstunde und den Zeltplatz, je nachdem, was du, wie gesagt, hier kommst, und müssen wir den ganzen Scheißdreck mitschleppen und fast eine Stunde gegangen, bis wir mir unseren Platz gekriegt haben. Weißt du, was da die größte Schwachstelle ist? Es ist, die Festivals sind zwar im Sommer, so Juni, Juli und was weiß ich. Und dann gehst du eigentlich davon aus, da hat es 25, 30 Grad und es ist super schön. Aber nicht am Festivalwochenende, nein. Da bist du hacky und wenn du keine Gummistiefel und einen Müllsack dabei hast, den du wirst, dann hast du verkackt. Und das finde ich auch geil, wenn die Autos, also Auto, Pavillon, Auto und du hast einen super geilen Platz. Aber, wenn du heimfahren möchtest, dann ist das ganze Wochenende lang, das ganze Festival da 480 mehr auf und an gegangen und dann ist da 1,5 Meter tiefe Letten. Du kommst mit deinem Auto da nie wieder raus. Brauchst ein Allrad. Einen guten neuen Allrad. Mit Pumpedüse. Dann geht's, ja. Wenn Wund rauszieht, dann mit der alten Maschine kommst du hin. Oder einen sauren Fink. Du musst ja dann meistens warten, bis du der Bulldog rauszieht. Ja. So war es in Weig. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob Weigendorf das erste Festival war oder das Rock im Park. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube aber, das erste richtige Musikfestival, ist Weigendorf ein richtiges Musikfestival. Eigentlich, da treffen sie alle im Feld drin und saufen. Ja, das war's. Aber da hat noch Kato auch schon gespielt, gell? Das war schon cool. Und, was hat doch auch schon mal, was hat er noch gespielt? Die Happy haben die, glaube ich, geheißen. Die haben damals, das war das allererste, das war, glaube ich, 2000 oder 2001. Die haben ab und zu haben diese kleine Highlights wieder dabei gehabt in Weigendorf. Tito und Tarantula haben auch schon. Die waren auch schon da, ja. Alle Weigendorf, da war es das erste Mal mit mir und gefragt, was da man halt, was tust du am Wochenende, Freitag was da man, keine Ahnung, was steht noch, Abschlussball von der Realschule,
So ist Geil! Möchtest du die aufführen oder wie? Ja, war schon geil. Was war denn noch? Ja, Weigendorf. Also, ja, weißt du was, ich war noch nie in Weigendorf, fahren wir da hier und alles, was ich dabei gehabt habe, war Woltig und 2 Kasten Bier. Mir hast da oft nicht braucht. Ich hab mich oft einmal von der Mama einfach so hinfahren lassen, ohne einfach alles da findest du schon. Ja, das war doch nicht so. Da ist auch das, da wo ich mir denke, deswegen schränken sie das in große Festivals ein, was du am Anfang gesagt hast, wenn die Leute vor mir eine Couch mitnehmen und so einen Scheiß. Da, ohne Scheiß, Simbecker, die haben sich da einfach ein Haus hingestellt. Da haben 5 Couchen, ein Pavillon, das war kein Pavillon, das war ein verdammtes Volksfestzelt. Mit einem Stromaggregat, mit Kühlschränken und Tiefkühltruhen. Da will ich sagen, wohnt ihr da die nächsten 8 Monate? Ja, die wohnen aber da wirklich vom Die haben so Die wohnen Container da. dabei gehabt. Ja. Diese ganzen, An was haben sie dabei gehabt? so Container, da wo du drin lebst. Das haben wir nicht gehabt. Nicht? Aber da, wenn sie draufgekommen werden, hätten sie das auch noch. Ja, das ist garantiert. Ja. Ja, man kann es natürlich auch übertreiben, aber man sollte so ein kleiner Standard, wie dass ich ein Notstromaggregat mitnehmen kann und einen Kühlschrank. Das sage ich so, ist das Mindeste, ein Kühlschrank, dass ich so etwas mitnehmen kann, ein Aggregat und ein Kühlschrank, das war für mich das Mindeste, weil, wie du schon sagst, oftmals hast du dann doch das Pech, dass es dann 30, 35 Grad hat und dann saufst du das ganze Woche in eine Piss, warme Scheiß aus Plöre. Das ist, da gibt's ja keinen Grad dazwischen. Entweder Aber- es pisst ja. wie Hölle oder es Ja, hat genau. 45 Grad im Schatten. Aber bei uns war es zum Beispiel so, also wenn jetzt du sagst, mit den Autos ist das ganz cool und wenn du da dein Aggregat und so weiter dabei möchtest, es ist bei uns in Perucaville ist so, und wir haben da einen riesen Pennymarkt, du kannst da eigentlich in der Unterhosen hingehen und kannst da alles, es gibt das so ein Auto Stoff, da kannst du einen Unterhosen im Penny. Sagt ja keiner was. und sagst, fuck. Warum du denn nicht? Feuerstoffe Penny kann man mit der Unterhose hingehen und keiner sagt Nein, was. die Wurmstoffe. Die Da wird Wurmstoffe nämlich ist da. geschaut. So, Jetzt haben wir hey, den. hey, Werner, Na, aber da hast du einen Penny mit dabei, da hast du so einen Autoalarm mit dabei, also kriegst du wirklich Zelt, Hosen, T-Shirt, Socken, Essen, Getränke, kriegst du alles und auch wirklich zum humanen Preis. Wenn es dementsprechend herkriegt, ist das so geil. Ja. Also es ist wirklich cool, also da läuft dann so Musik mit drin, also da gehst du rein und kannst wirklich, die haben auch so eine riesen Kühlhalle mit dabei, also du kriegst dein Bier da frisch. Da kannst Das du hat der Bier, Novarock auch gehabt. Der hat also so eine Halle unten gehabt, die kühl war und dann hast du dann das Dosenbier, das Eis gekühlt wieder gekriegt. und du kriegst wirklich, also das Geile ist, die haben ja zum Beispiel auch dieses Sommersby. Kennst du das? Das ist Na. so ein, oh fuck, wie nennen sie die Style-Getränke? Dieser Sekt-Weinmischung, die, was sauft denn so einen Scheiß? Sekt. nein, die schmeckt aber irgendwann einfach besser nach 2-3 Tagen, wenn du so einen Pilz saufst. Das Nach Warsteiner 2-3 Pilz. Tagen, wenn ich übe, diese geil, was ich sauf, das schmeckt alles besser. Stopp. Warsteiner Pilz. Das schmeckt, die ersten Mal zum Bier kannst du das trinken, weil du denkst, okay, aber spätestens am 3. oder 4. denkst du, wohl leck, wer hat mir da in mein scheiß Maul geschissen, weil es so basic bis das ganz aus ist. Und Man dann kauft kommst du mit immer so einem 5-0er Dosenbier. Man kauft Das immer kommt- 5-0er. Aber wenn du nichts mitnimmst, oder nicht viel, vor allem du tut man gehst ja da nicht. 3-4 Stunden. Nein, Die das Kurden, ist wirklich die schlau. Kurden dann die Türme, die am Schluss vom Festival baut werden, aus die gelben, roten, grünen und schwarzen Dosen Ja. 05. Und dann schluckst du damit immer das Schwert. Mann, ich war nicht fertig, verdammt. Ja, wenn du Ja, Warsteiner ja. saufst, dann bin ich fertig. Ich wollte gerade sagen, ich habe aufgehört bei Warsteiner Warsteiner und und zurückgehört. Sektgemische. Auf jeden Fall ist es geil, da wird diesen scheiß Sekt-Wein gemischt saufst. Ja, Da steht und da direkt daneben, ist dann bisschen dieses, Cola-Wein dieses bei Michael Jackson Bullrichsalz, gerne. weil du musst da in der Früh, erst einmal, musst du Bullrichsalz einwerfen, weil irgendwann die Säure, die kommt da in der Frische hoch. Deswegen erstmal 2 Bullrichsalz, dann gibt's das Sommersbier und dann geht's richtig rund. Ja, aber die Frage, die sich unsere Zusteller hören. Unsere die Zeitungszusteller. Zusteller. Zusteller Das hören. ist so ein Die sich unsere Bodenzusteller. Zuhörer stellen, ist welcher scheiß Mongo sauft auf dem Festival ein Warsteiner Pilz. Weiß ich nicht, was der, also die jetzt, bin ich auch nicht dabei. Welcher Mongo? Dosenbier. saufen Sag ich dann der 5-0. Göttel. Der Mehr Göttel! Vorlage Wenn nicht bei irgendwo war, dann war es der Göttel oder der Werner. Hau mich ab ins Gürtel. Lass uns den Podcast in Ruhe. Warsteiner Pilz auf beim Festival. Nein. Ja, wir haben immer das 5-0er gehabt und ich muss, da ist das Schwarze das Geilste gewesen. Das schwarze 5-0er, das kann ich mir einlitern wie Scheiße. Da feiert überhaupt nichts. Das haben wir uns öfter mal von daheim auch geholt, weil es gut ist. Was war das Radler? Das Gräne, glaube ich, gell? Das Radler ist es Das Gräne, Gräne, weil das ja. Rode, ich hab das Rode, hab ich gerne. Das ist ein Helles, das mag ich nicht so gern. Doch, das mag ich, das Oder mein war das Liebling. Export? Das weiß ich nicht mehr. Nein, ich glaube, das Rot ist, glaube ich, das Export, weil jetzt gibt es so hellblaues und das ist das helle und das schwarze was Pilz. Dann hat es noch ein lilas, orange gegeben, das war das Weißbier und ein lilas gibt es, glaube ich, auch noch. Aber da war das ein Cola-Weizen, das Lila? Ich weiß nicht mehr genau. Es hat sich alles so Das kann ich nicht auseinanderhalten, wenn man mir bei Kanisterweiß. Was haben wir? Weil wir mir farbenblind sind. Grau, hellgrau und dunkelgrau, die waren schon geil. Das ist aber auch ein großer Fehler von den Idioten, die haben es nur in der Farbenblinde. Keine Ahnung, gib mir mal die Dose, steht 5-0 drauf, wird schon passen. Wird schon passen. Wir haben keine Kanisterweiß, wir haben vorher zig Liter Cola und zig Liter Oh nein, Captain Morgan gekauft und haben sehr lecker.
und haben Ich hab schon mal einen Check für Davy. ein Kanister vorgemischt. Du hast ja keine Glasflaschen und so weiter, hast du nicht mitnehmen. War der Klassiker, so hast du la Vista, Das war geil. Rock im Park, mir ganzen Schnaps umgefüllt in Plastikflaschen rein. Und dann haben wir einen Uso dabei gehabt und den einen. Und ich, Wer nimmt denn einen Uso? ja, ich weiß nicht, irgendwann hat er Uso Was ist denn wollen. ihr sauft den Vorstein? Du saufst den Uso, das hat sie verspasten. Ja, wir haben alles gesucht für den Aber was 14. immer, wer sauft denn bei 85 Grad das so einen Uso? Du hast ein leckerer Skilauf, Ja, das, aber Uso, oder was das war richtig, der war völlig der war völlig Ja, klar. Auf alle Fälle, ich habe mich voll, bin bei den Nachbarn, da war es jetzt Brüten heißt, damals in Rock im Park, und ich bin bei den Nachbarn unterm Tisch drinnen gelegen und hab geschlafen, weil es war der einzige Platz mit Schatten und ich wollte irgendwo schlafen und war halt voll wie ein Scheiß aus. Dann hab ich geschlafen und dann wache ich auf, weil vor mir einer schreit, dann wache ich auf, habe einen Kopf am Tisch und denke mir so, fuck, was soll das, wer schreit, dann schaue ich um und dann sitzt bei uns einer am Platz und hält sich da und schreit voll und daneben ihm liegt Wasserflaschen und der Vollidiot hat vergessen, dass ich mit den Uso in die Wasserflaschen reingeschüttet habe und Alle. wollte das Gesicht mit dem Wasser auswaschen, weil es so heiß war, dann hat sie mit Uso ausgewaschen und in den Daumen reingegriffen. Grüße gehen raus an Uso-Man. Oder Uso, man. Das ist auch ein Phänomen auf so Festivals, da meinst du und deine Crew, seid lauter Vollgas-Narische, dann kommst du in das Festival rein und lernst, was wirklich Vollgas-Narische Da sind. sind Leute dabei, das ist irre. Das ist die, wo sie wirklich voll wegderen. Also da meine ich jetzt nicht voll zusaufen, weil super, das kennen wir auch, aber die halt wirklich komplett irre sind. Also da denen alles wurscht ist und ja. Die sind nicht da wirklich, das ist Ausnahmezustand für manche. Ich weiß nicht, oder in Hautzen, also mein absolutes Lieblingsfestival war immer Hauzenberg, weil pures Metal Days. Oh, wir haben geil gefunden. Die waren Weltklasse, das war das beste Festival, es ist total traurig, dass das nicht mehr gibt. Und da bin ich auch mal in der frühesten Zeit rausgegraben, dann schaue so und dann sehe ich einen durch die Autos durchwandern. Der ist gewandert wie bei Soldat James Ryan, der Typ, der seinen Arm sucht, wenn du was so umeinander und hat so geschaut. Und dann denke ich mir so, was ist mit ihm? Und auf einmal kommt er vor die Autos vier und dann ist er einfach unten rumnocken. Er hat nur ein T-Shirt umgehauen und hat anscheinend seine Hosen gesucht oder so, ich weiß nicht. Er hat so geil sofort Hosen davor und schaut und ich hab sofort so Normandie-Flashbacks gekriegt und dabei ist er einfach knockert. Dann habe ich Onkel Werner Flashbacks gekriegt. ist der Onkel Werner, war es der Onkel Werner. Da habe ich aber einmal, es gab ja mal eine Zeit auf Facebook, da gab es doch diese Spotted-Seiten. Ja. Und die waren noch mal im Trend. Die hab ich auslassen. Ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, Sind wir zu alt. die Spotted-Dinger waren halt immer so, ich suche die oder denjenigen. Ja. Und dann hat sie mal vom Kumpel von mir, Der Göttel? ja, der Göttel. Entschuldigung, der Göttel. Das ist auch immer der Göttel. Egal, wenn nicht bei irgendwas war, Göttel, es ist bei Göttel durch. Na, aber da ist dann auf dieser Spotted-Seite ist dann ein Foto gewesen, von wegen, wir suchen mal die Person, die wohnt unter dem Stuhl, das war ein Beutel, der liegt unterm Stuhl, komplett tot, also, und ein Bier in der Hand, aber die ist noch gerade gestanden, ne, so ganz gerade, und ist nur da gelegen, komplett tot, und dann, ja, wir suchen mal die Person, weil die hat ihr Bier noch immer da stehen. Und die hat auf einen Moment, die hat innerhalb von ein paar Stunden, ne, ich glaube, 10.000, 15.000, das war das Electric Love, auch in Österreich, und das hat Das sind 10, 15, Festivals, die ich nicht kenne. Da haben wir zwei verschiedene Welten. Ja, haben wir da komplett. durchlebt, Ja, glaube ich. Nur aber Metal-Festival, ne? wirklich, das hat so schnell so viel Likes gekriegt, da hat dann diejenige Person, die hat dann auch wirklich dieser Spotted-Seite geschrieben, nehmt bitte sofort den Beitrag raus. Tja, Aber es war so, Warum? das ist ein riesengroßer Vorteil, dass ich dies, also meine Primetime-Festival-Zeit ganz Anfang der 2000er bis, sagen wir, Ende der 2010er oder Anfang der 2010er gehabt habe, da gab's noch keine Handys. Ich bin auch so dankbar, dass Ohne ich in so einer Scheiß, Zeit... diese ganzen scheiß verfickten Vollspasten, die alle spielt irgendein Maniac, was weiß ich denn, und jeder Volltrottel schaut sich das Konzert durch sein behindertes, drecksverficktes Smartphone an. Ich denke mir, du sollst es fressen müssen. Ja, und Und, es halt selbst, wie der Flo gerade verzeiht hat, weil du bist ja selber auch, du hast deine Ausfälle gehabt auf die Festel in der Regel. nein. Okay, dann ja nicht. Aber ich bin so froh, sollte ich solche gehabt haben, oder hätte ich solche gehabt, dann wäre ich froh gewesen, wenn keiner ein Handy dabei gehabt hat. Weil was soll diese Wichse immer, wenn einer Besuch voneinander liegt, dann sage ich, macht's nicht lieber einen Scheiß, malt's noch, sagt's noch, was weiß ich, was man so tut. Aber, Werde ich auch nie vergessen. aber nicht immer diese Filmerei und dann online stehen und rumschicken und was weiß ich, das was ist ist so mit den dumm. Arschlöchern. Das ist so dumm. Jeder sofort Das einen ist so Hodendreher dumm. kriegen. Die haben wir jetzt seit 15 Jahren später, also haben wir dieses Social Media Game, ist ja jetzt eigentlich schon noch irgendwas Neues im Laufe der Menschheit, aber für uns eigentlich nichts Neues mehr und sie tun es immer noch. Und dann wundern sie sich, dass das ihre Chefs oder Eltern oder Frauen und Männer oder was auch immer sehen. Ja, das ja. ist, die Leute sind so dumm, das ist so geil. Oder ich weiß, was mengen denn die Leute, währenddessen das Konzert aufnehmen? Was, ein Video machen.
Wie muss ich mir das dann vorstellen? Da läuft Slipknot, die macht den ganzen Tag ein scheiß Video und das hört sich dann so. Wow, super tolle Qualität. Da sitzt dann daheim in der Boden und schaust es da an, oder was? Ja, genau. Da schau mal ein cooles Konzert. Vor allem das, mehr da verstehen. ich finde ja das Schlimme an dem Ganzen ist ja erstens, das machst du meistens dann bei den Liedern, die du es wirklich hören möchtest, da wo du dann nichts von dem scheiß Lidl mitkriegst. Ja. Und das zweite ist, das Schlimmste, finde ich an der ganzen Sache ist, wenn es das Video dann irgendwie sagt, da wo du im Hintergrund so richtig schlecht dazu singst. Ja, den wollen das Ganze wieder Nummer schlechter machen. Wenn rundherum die Leute mitblären, du hörst eigentlich eh nichts vom Konzert, außer irgendein Rauschen, aber die Leute neben dir, die umeinander grölen, wie die letzten Vollidioten. Was ich geil finde, ist eine Revolution, weil der eigentlich das. Eigentlich müsstest du nur ein bisschen nachdenken. Einer filmt, weil eigentlich filmst du in die Kamera vom anderen, von dir vor dir. Und der filmt den vor ihm. Und eigentlich müsstest du nur schauen, dass du irgendeine Cloud aufmachst und sagst, eine Cloud teilen, einer filmt, alle haben glücklich. Also, wird nicht der jetzt gerissene Festival irgendwie irgendwo ins Internet übertragen oder ins Ding übertragen? Ich selber gefilmt. Ja, da war jemand selber dabei. Feel the moment. Ich habe jetzt wieder gefreut, als wir waren vor ein paar Wochen beim Alexander Markus auf dem Konzert im Zenit. Weltklasse Festival gewesen. Und dann habe ich mich so gefreut, weil Alexander Markus ein Weithost, fetter Moshpit, richtig geil. Und dann habe ich mich so gefreut, als einer auf einmal am Boden hingelangt und hebt ein Handy und sagt zum Dumm und sagt, hat der etwas sein Handy verloren, Ich habe mir gedacht, wirfst du gerade wieder hin, weil ich drauf drin bin, ich bin ein Trottel, Mann, ich muss da mit so einem scheiß Handy umeinander hupfen. Ja. Also wenn es mit dem Handy in Moshpit, also dann, das ist einfach Natural Selection, oder? Dann kehrt's da nicht anders. Dann soll es kaputt gehen und dann, das, wenn ich im Moshpit drin säg, dann reißt du aus dahinter und wirf's weg. Und einen Dropkick kriegst du auch noch ins Kreuz. Und genau, und der später hinten noch in dem Zeug, Dropkick jetzt. Bam! Ich weiß schon, für uns drei stellt sich wahrscheinlich die Frage nicht, wobei, bin ich mir nicht sicher. Schau mich nicht an. Ja, aber es gibt hier eine Leute, Hotel oder Zeit? Zeit. Also ich bin eigentlich generell, muss ich jetzt mal von mir behaupten, ich bin ein scheiß schwuler Heimschläfer. Ich lieb's daheim zu schlafen, aber ich sag jetzt einmal, ab und an lasse ich es dann über mich ergehen, aber weil du hast ja eh so einen Rausch, das wurscht ist. Ja, also Festival, das ist einfach Teil davon. Ja. Das ist einfach der im Drecksuhlen, das ist einfach der Teil davon. Wir haben schon mal drüber geredet, ich hab's ja damals erzählt. Oder ganz viel scheißen. Ja, schon, ich geh schon keinen. Ja, schon scheißen. Viel mehr am Tag. Selbe Frage, nochmal so ähnlich, Dixie oder die Bezahltoilette und Klofrau? Nein, da bin ich Mann von Welt und Abschlecker. Wenn's bezahlt, genau, schleck übers Dixie-Klo drüber. Na, Klofrau sagst du Abschlecker. Also ja, der Schleck ist Rangel. Und dann das Arschloch. Weil ich habe so voll schlimme Dixie, ich habe ja auf dem Bauer gelernt und ich habe so viel schlimme Dixie-Klos gesehen und ich will einfach nicht mehr. Und ich mag nicht mehr. Wenn du in ein Klo reingehst und dann ist der Berg Scheiße da, schon über den Klobrennen drüber, weißt du, dann sage ich, nein, wenn ich da hinten 18 € zahle für eine Wurst, wenn es mir pro Wurst abrechnen, das war scheißegal. Aber dann gehe ich und zahle die 18 € pro Wurst. Ich gehe auf kein Dixie-Klo mehr, wenn ich nicht muss. Jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen, weil... Jetzt muss ich die ganz kurz unterbrechen, weißt du, was das viel wichtiger ist? Die Werbepause. Halt, stopp! Die Kamera kackt gleich wieder ab. Nein, deswegen ja, Werbepause. Danke, ja, an der Stelle kann übrigens eine Werbung laufen, wenn es gerade ein knickerter Hurensohn war. So noch. Grüße gehen raus. Ja. An alle knickerten Hurensohn. Und Nestle. Kein Mann. und Nestle. So, bei Nestle waren wir. Bei Nestle waren wir. Ja. Nestle, er hat einen Brunnen im Garten, also sponsert zum Beispiel, wie heißt er lässt der Konter verdringen. Er ist ja nicht so. Nestle ist kein Nahrungsmittelkonzern, sondern ein Plastikflaschenhersteller. So schaut das. Wo steht beim Scheißen waren wir. Beim Scheißen und ich hab das tatsächlich, bringe ich das durchaus zusammen, dass der 4 Tage wieder hat, aber 3 Tage nicht scheißen geht. Geht ever. Nein, geht überhaupt nicht. Ich habe einen Spätzl dabei gehabt und der hat... Das ist der Schiss deines Lebens, der tut richtig weh, ich sag das. Ich habe einen Spätzl dabei gehabt in Harzenberg und der Wichser ist auch das ganze Fest nicht scheißen gegangen und dann sitzen wir haben wir im Auto pennt und dann so... Alter, was stinkt denn da so? Und er lacht recht dumm und sagt, Alter, du Drecksau. Ja, ich habe jetzt schon 3 Tage nicht geschissen, weil ich stinkend. Und lacht der Wallecke, das war so grausam. Ja, da selten fast nichts gegessen. Nein, ich bin aber... Oder auf Juli aus der Dosen. Gute, das ist richtig geil. Da gehen wir gleich zum nächsten, was immer das wichtigste Utensil zum Mitnehmen auf ein Festival. Florian. Boah, das wichtigste Utensil. Das ist so einfach eigentlich. Panzertape. Fuck, du hast recht. Ja. Das ist korrekt. Ja, natürlich habe ich recht. Das ist wie Taschenmuschi, hast du gemeint. Habe ich das gemeint? Was? Nein. Was wäre ich? Ich erinnere mich nicht. Das ist, glaube ich, King of Queens. Ja. Ich erinnere mich nicht. Grandiose Serie. Wichtigstes Utensil auf dem Festival. Das ja, Dosen Ravioli. Dann... Aber nur die halbrunden Pikanten.
Jeder, der mit 4 die Ravioli kommt, dem wie viele Dosen am Schild. Das war mal wurscht, da hab ich Nein. wieder draufgepasst. Da steht Ravioli drin nicht mehr. Ja, Nein, aber sonst war es wirklich das wichtigste Utensil für mich. War tatsächlich immer, dass wir irgendwie einen Kühlschrank oder ein Notstromaggregat dabei gehabt haben, weil ich das halt einfach, ich habe halt einfach gern gekühlte Das haben Getränke. wir mir extrem selten. Also nie gehabt eigentlich. Also das mit dem Notstromaggregat, das war purer Luxus. Ja. Also Ja. purer Luxus. Das haben wir mir fast nie, außer in Weigendorf. Bei uns ist irgendwann einmal ganz schwer als Utensil der verdammte Dosenöffner dazu geworden. Ja, Der war auch richtig, wenn normalerweise gehst du dann ins Nachbarzelt, ich hab zu schnell einen Dosenöffner. Und der Bayer Ist so die mit dem nächste- Taschenmesser Nein. einsticht. Ja, genau. Und in dein Dauersuche von im Schnitt so irgendwas zwischen 3 und 3,5 Promille das ganze Wochenende, machst du mal mit dem scheiß Taschenmesser die Das- verfickte Dosen das auf. ist stark. Das geht so verfickt in die Hose, dass alles bloß noch schön wird. Oder du hast die ganz gescheiten, wie wir es mir dabei gehabt haben, die dann im Zeit mit dem Gasgrill die Dosen herrichten, aber nicht aufmachen vorher. Haben wir wieder bei Natural Selection. Und dann vorher macht es halt da drin, boom! Eigentlich soll da jetzt eigentlich. Und das war so eigentlich geil, das war zuerst nämlich, ja, die hat da drin zerrissen dann und das Geile war, das Zeit hat nicht einer gehört, die waren beim Spätzl im Zelt drin bombenvoll und dann hat sie die Dose da drin zerrissen und dann sind sie einfach gegangen und haben den Scheiß da drin liegen lassen und er geht dann irgendwann rein, was ist da los, ist asozial! Ich hätte vor mir gefeiert, dass wenn er einfach erst um was weiß ich, wenn du halt von den Konzerten heimkommst um 12 Uhr, eins in der Früh, ratzenvoll und legst dich einfach rein, weil du es nicht mehr gespannt am nächsten Tag wachst du auf und bist quasi zur Ravioli mutiert. Der Klassiker. Riesenravioli. Der Gaskocher ist noch ein wichtiges Utensil. Der ist schon auch wichtig, ja. Der war einmal ganz gut. Spätzle, für den Spätzle war es ganz wichtig, dass er ein Plastik-Weißbierglas dabei hat, damit er sein Weißbier aus den Plastikflaschen saufen kann, der Asi. Aus die Plastikflaschen. Ja, Also, das beim Lidl hat mir so ja. Plastikflaschen Weißbier Ja. gegeben und dann hat sie extra noch ein Plastik-Weißbierglas gekauft, damit er das dann wie ein Mann von Welt eben trinken Da kann. haben wir wieder bei den Hartz-IV-Leuten. Der Klassiker. Das ist auch wichtig, also dieser scheiß Plastikbier aus einem scheiß Weißbierglas. das sind die haben wir wieder bei Folge 1, da wo kriegt der kleine Kevin wieder eine aufs Maul. Ist vor euch einer mit dem Dixie-Klo umgeschmissen worden auf dem Festival? Nein. Kennt ihr das, an dem es passiert Nein. Ja. ist? Ja, gehen wir mit den gleichen. Am Piraten? War der Göttel, Nein. oder? Nein, okay, nein. Nein, war nicht der Göttel. Was ich auch noch irgendwie im Kopf habe, da gibt es ja Videos, glaube ich, im Internet. Internet. Da hat es Randale gegeben in Rock'n'Park. Und da waren 4 so Dixie-Klos an so einer Straßenlaterne angekettet. Dann hat sich voll der Pulk da rundum gebildet. Und aus irgendeinem Grund hat sich die Meute dazu entschlossen. Ich bin auch drin gestanden. Ich meine, ich habe mich auch dazu entschlossen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich dazu entschlossen. Ist Ja, verjährt. Gruppendynamik. Ja. Das ist verjährt, das war schon so. Ich kann auch nicht mehr sagen, was für ein Jahr das war ewig her. Und im Hintergrund haben Sachen schon brennt und so. Und ich weiß nicht, was da los ist, aber es ist Zeit, eine Revolution zu starten. Kann Rage Against the Machine gewinnen. Kann sein, keine Ahnung, 2008. Revolution auf Teile. Haben wir Und auf vorhin einmal war da Revolution auf Teile erzählt. Und dann ist da hat sich einer erbarmt, der ist dann da aufgesprungen auf die Dixie-Klos und hat aber die Raketennummern angemankt. Und rundherum haben schon alle so, glaub, ich weiß, was meinst du. und irgendwann sitzt der Typ so da, steht auf, dreht sich zur Meute um, hält seinen Arm hinterher und hat die Ketten in der Hand. Und dann ist voll abgegangen. Dann haben die Dixie-Klos auseinandergerissen worden, umeinander geworfen worden, in der Feuer geworfen worden, in alles hat brennt. Ich weiß nicht mehr, was da los war. Kann der Weigendorf gewesen sein? Kann das Weigendorf gewesen sein? Da daheim alles brennt am Schluss. In Weingdorf haben sie auch aufgezogen. Ah, ich weiß ja, wer das war. Weingorf ist. Da gibt's ja auch, da gibt's ja auch Videos, wo es da Ja. Couchen und wo es in das Lagerfeuer reingeschmissen haben. Das auch sogar. Und in Weigendorf war das, wo sie den Spätzle von mir mit dem Dixie-Klo umgeschmissen haben. Also nicht direkt umgeschmissen, der war drin, dann haben sie, wollten sie ihn umschmeißen, anscheinend war jemand so nett, der dann da aber der das Dixie-Klo abgefangen hat und hat es wieder zurück und das Problem war halt, dass das dann 4 ist und zurück und diese Wattebewegung hat halt alles nach oben spritzen Die war halt lassen. scheiße. Die war richtig beschissen. Und der kommt dann daher und ich sag so, hey, was ist das? Für Teufel. Die waren von oben bis unten voll mit Scheiße Ja, und Pisse klar. und dann, Boah. sagen wir, dann da hat es ja auch Duschen gegeben. Aber diese Festival-Scheiß aus Duschen, die haben halt nie Druck auf ihrem Scheiß-Ding drauf, sondern das ist halt so, einfach so. Du, wenn du das sagen wir mal, ein ist Fliegen mit diesem Duschkopf, wenn du ein Fliegen irgendwo oben schwarm möchtest, dann duscht sie die Fliegen mit dem Wasser, weil so wenig Druck ist da drauf. Und jetzt, glaube ich, 1,5 Stunden ist der da gestanden und hat sich sauber gewascht, Ah, ein komplettes Ding, Shampoo hat er braucht. Ja, die Das Typen, ist ist auch wirklich richtig asozial. das ist mies. richtig, Also, der das ist vorne shit hinten auch wieder auf mies. dir, der war auf dir gefallen, weißt du nicht? Boah, Das war lecker. richtig mies gewesen. Ja, da habe ich letztens Ah. ein Tutorial gesehen, wenn man Dixie-Klo umschmeißt, immer auf dir, weil alles andere ist ja Blödsinn. Ja, Ja, weil natürlich, also, der wenn braucht du, kein Tutorial nicht anschauen. du musst das Maximum ausholen. Florian! Das weiß man, Flo. Ich hab Das, das weiß einfach man. nur. das weiß man einfach. Und Also wenn es ich- dann nochmal ich weiß drauf es liegt, nicht. das Einzige, Ich was bin- man ich noch tun bin kann, ist ganz schnell Englisch ruhen. Ich bin Englischgleich, ich bin ja 10 Jahre jünger, ich habe nicht die Erfahrung, Burschen. Das stimmt. Dann Eben. sagen wir Das so stimmt. Dixie-Klo und setzen wir die ein und dann sagen wir noch, wie es geht. Learn it the hard way. Finde ich kacke. Das war echt beschissen. Ja. Aber da haben wir auf alle Fälle lachen müssen. Das ist im Nachhinein ein guter Witz. Das, Ein wichtiges Utensil ist auch noch dein eigenes Klopapier.
Naja, das kann wichtig werden. Klopapier ist auch ganz wichtig, Kann das wichtig stimmt. werden. Puh. Ich habe Die haben immer Schmirgelpapier im Scheißhaus drin. Du hast Hunger. Ich habe jetzt ein bisschen Hunger und dann muss ich automatisch an die Essensstände in die Festivals denken. Ah, da gibt's so geilen Assi-Scheiß oft. Deine Fettig wie Top 3 Scheiße. Essensstände in einem Festival. Es ist immer der Dönerstand. Also es gibt keine Top 3, es gibt immer nur den Dönerstand eigentlich. Das ist einfach immer die Nummer 1. Doch. Immer der Döner. Bei Sorry. dir, der Top-Essensstand? Der Top-Essensstand, ich bin da eigentlich eher so die Sau und Fries, was mir ins Maul kommt. Und wenn es mir ja geworfen hat und in den Boden beißt, ist es Und mir auch wurscht. Werner gefällt das. Onkel Aber ich Werner muss- betritt den Raum. Ich muss auch sagen, ich bin ein großer Fan von Pommes. In so Festivals. Vom Finde ich geil. Nein. Finde ich geil. Ich hab da einen Hotdog-Stand im Kopf. Ah, ich Gar mag keine nicht. Hotdogs. Gar- Nein, bin ich jetzt Null. nicht ein Fan. Wie null? Hau ab, Ich hab Jürgen. Hotdog schon mal gegessen. Voll Einen Idiot. heißen Hund. Ja, freilich habe ich den schon mal gegessen, aber In na. einem Festival, du Spacken. Na, aber da hungern wir nicht drauf. Ich Das muss, ist aber, wie mit den ich muss Zähnen. aber auch sagen, dass ich mir im Festival so relativ, also ich ganz, ganz selten in die Stände oder so einkauft habe, weil wir mir fast immer uns mit Grillmaterial übers Festival ausgestattet haben. Ja, bei uns, da war wieder der Zeltplatz so weit weg. Und im Rausch kriege ich permanent Hunger und friss wie ein Schwein. Und dann locht ich das halt an. Dann gibt's 2 Stände, die haben, das, wenn ihr nicht gegessen habt, hat selber schuld, das ist der Hotdog-Stand. Und Super. Ganz toll. dieser Asiatentyp mit seinen scharfen Nudeln. Ja, das stimmt, ein Asiatentyp. Der Mit ist seinem immer- Gickerl-Scheiß drin. Richtig Und wenn geil. der nicht, spätestens der nicht geil ist, dann kann ich euch leider nicht Nein, helfen, dann bin hat's dabei. leider lauter Und was Ahnungslose. geil war, im Summer Breeze hat es einen Gürtelstand gegeben. Wie im Volksfest. Wie im Volksfest. Ich hab auch mal, ich bin immer, wer kauft jetzt da ein? Und dann war bei uns ein Spätzle dabei und da war halt Hammy und hat dann für 25 € in dem Scheißdreck einkauft. Ja, aber ich schau, was ich dabei hab. und Ja, was hast du da? Schoko-Erdbeeren, Alter. Dann hat sie so eine Tüten mit Gummibärli zeig einfach alles so reingeschaufelt, was gegangen ist, auf die Waage geschmissen, 25 €. Stimmt, ihr seid nicht sowas wie im Volksfest, sondern das waren ja wirklich offene Dinge mit so Schaufeln. Ja, ja. Da musst du das Gürtel einschaufeln. Das Ja, genau, sowas war das. Und dann ist er so geil gewesen, als er da ging mit seinen Gürtel und dann immer, wenn Weiber gehen, sind, hat er gemeint, dass er die jetzt nicht aufreißen kann, und gesagt, hey, magst du Gummibärli? Und hat mit seiner dreckigen Saubratzen reingelangt und hat einfach ein Händ für Gummibärli ins Gesicht gehabt. Und ich hab so, geh weg! Ich hab's nicht verstanden, ich hab die Gummibärli schon genommen. Du jetzt Onkel nicht Werner nur die hat funktioniert. Gummibärlig-Nummer, ja. Ich wollte es gerade sagen. Ein Gürtelstand, ich hab auch lachen müssen, aber da bin ich jetzt im Volksfest. Riesen Was hat es noch Meterschlangen. für Stände geben? Ja, Merch-Stände natürlich, Das sowieso. Bierstände. In Rock im Park gibt's ja da bloß abgefucktes Bags. Ah, Da kriegst du fast überall nur Bags. Die Plastikbecher. Im Peruka gibt's Warsteiner. Geil. Aus der Dose. Geil. so ekelhaft. Aber es ist kalt. Sagen wir mal so. Das hat den Vorteil, das stimmt. Das hat den Vorteil gehabt da drin, das kommt halt eiskalt raus. Das ist wahr. Du hast halt nicht recht viele Optionen. Na, Hast du hast du ja recht viele Optionen. nur die Sommersbier-Option mit Bullrichsalz. Bullrichsalz. Kein Mensch hat Ich bräuchte das Bullrichsalz übrigens dabei. noch für nächste Woche. Was ist Bullrichsalz? Kennst du das Bullrichsalz nicht? Das ist, wenn du so. Also mit Mana brauchen sie einen Scheiß nicht. Doch, Nein, eben nein. schon. Andere Das ist immer, Grün. wenn du so aufstoßen musst, wenn du so Ist das 16 Magensäure- Teil? Ist Nein. das für einen Sand in der Kache oder für was ist das? Boah, kann ich nicht. Du hast gerade so gerührt. Nicht ein, nicht, Das war schon die ganze Folge und ihr kapiert's nicht. Boah. und dann du jetzt gerade ins Maul kommen. Das ist so asozial, gar nicht wirklich. Die machst du schon die ganze Folge. Nein, aber das hat noch nie gerochen. Boah. Ah, endlich. Ich sag nicht, was du mit da gegessen hast. Das war Ich weiß kein nicht Hotdog. Und Kindernudeln. Boah, leck, jetzt ist mir schlecht. Du brauchst einen Bullrichsalz wieder Homo. Was ist ein Bullrichsalz? Wenn du Magensäure, wenn du viel Magensäure hast, Dann hab ich den so dann viel. nimmst Speicher mal. Nein, aber Magensäure. wenn du viel säurehaltiges ist, dann hast du immer Magensäure drin. Und das ist. Leute, die viel also Sodbrennen. Magensäure haben, die haben einfach bloß 2 viel weniger zu haben. Nein, aber du kriegst Sodbrennen davon. Okay. Und das Bullrichsalz, das hilft so unglaublich gut dagegen. Das heißt, Säure, wenn du du trinkst ja viel Säure durch dieses Sommersbier und so Ich hätte weiter. jetzt so gerne ins Gesicht gucken für die Scheiße. Hör doch auf jetzt! Mann, es hat gerochen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Boah! Es wird Zeit für einen 4D-Podcast, wo man Ja, aber echt, es wenn du kann. ganz ins Mikro reingucken. Ja, bitte tu einen so auf Flaschen ein und dann tust du irgendwie. Merch. Das Kupperl im Glasl. Dann kann ich sein Kopf Kannst du Glasl Kupperl 14,95 €. und Hotdog. Mit einem Hotdog drin. Was war, mag ich einen Hotdog hier, Wichser. was war euer schönstes Festivalerlebnis? Also ernsthaft das Schönste oder das Lustige oder das Schönste, was Einfach wirklich so, ein wo du geiles... sagst, an das erinnere ich mich gern vor dem Festival. Also ich glaube wirklich, der krasseste Moment, den ich ja sofort vor Augen habe und sofort selber noch mehr Gänsehaut kriege, ist 2008 Rage Against the Machine. Der ganze Platz in Rock im Park voll mit Leid und jeder hält die Fresse.
Keine scheiß Handys, nichts davon, weil 2007 ist das iPhone gekommen, da hat noch nicht der zweite Volldepp den Scheißdreck da gehabt, nichts davon. Wir stehen mal da, schauen wir so, dann warten wir halt, was jetzt so ist, dann läuft halt so eine leise Musik da umeinander, auf einmal gehen die Lichter aus, der ganze Platz ist schwarz. Dann hat sie da gefahren, leise. Dann fängt die Sirene an. Ja, Sirene ist immer geil. Und dann geht so ein rotes Licht da auf der Bühne und es geht langsam so ein roter Stern auf. Ich kriege eine Todesgänsehaut, wenn ich bloß davon verzeihe. War so geil. Aber da schon alle gewartet und jeder hat's Maul gehalten. Kein Handy, alle leise, scheiß Sirene. Es hat ewig gedauert. Auf einmal so ein Schnäuzerer, Bühne schwarz, 2-3 Sekunden später, Spotlight auf dem Sack. Hi, we are Rage Against the Machine from Los Angeles. Und das ist, scheiße, was haben sie gespielt? Ich weiß nicht mehr. Fuck. Ich glaube Renegades. Oder ich glaube Guerrilla Raining Blood. Das ist Slayer. Hi, we are Slayer. Und dann, hi, we are Rage Against the Machine from Los Angeles. Und dann geht es halt einfach und der ganze Platz fängt zum Springen an. Das ist so geil. Das ist so geil gewesen. Ich krieg Gänsehaut bis ins Knack auf, das war so gut. Wie steht's geschrei? Leck, das war so gut. Einfach von einer Sekunde auf die andere, Hirn aus und das war wirklich unfassbar geil. Mit sofort ein Konzert. Ja. Instant. Ja. Instant. Deins? Mir fällt auf die Schnelle nichts Spezielles ein, bin ich ganz ehrlich. So dieses Fest, dieses Das muss ja kein spezielle. Band sein, vielleicht war Oder es ein einem Erlebnis. einzelnen Konzert. Dixie-Klo umgefallen oder so. Irgendwas schön soll. War schön warm, ja. Na, also cool fand ich tatsächlich eine Band, das war Querbeat. Es ist sehr vieles Miteinander da drin. Also das kennst du eigentlich bei uns gar nicht, aber das war eigentlich so das, was ich ganz cool fand. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sag, das gibt mir so Gänsehaut wie jetzt beim Biergar. Also das hört sich nicht so cool an. Habe ja die Messlatte hier Ja, oben hingehen. erstens das und zweitens bin ich nicht ganz so krass erfahren ganz wie schwierig. manch andere hier. In wie viele Festivals warst denn du? Boah, Grob? 4. 1,5. Also, Ja, nicht so viel. also über 4 oder 5 Mal jetzt. 10 auch übrigens Einzelkonzerte. Ja, Konzerte 10 nicht. 10, okay, die Bei 10. 10 Konzerte, da war ich auf sehr viel. Der Florian ist einfach noch ein bisschen jünger, das wird schon noch. Jetzt ist Corona vorbei, jetzt wird ins Festival Kannst du wieder eingesehen. mal fortfahren. Ja. Ja, du fährst ja nächste Woche in ein Ja, Festival, nächste oder? Woche. Da drehe ich mir richtig einen rein. Übernächste Woche. Da dreh ich mir richtig einen rein. Was war deins? Festivalerlebnis. Also auf Platz 1 steht das, was den Sacken Spätzl, den du auch kennst, unser Pirat. Der Göttel. Als den mit dem Dixie-Klo Ja, das hab ich nicht das, gewusst. das wird mir immer gefreien und belustigen, dass du mit dem Dixie-Klo umgeschmissen worden bist. Und das zweite war, leider war es auch Rock im Park, muss ich in dem Fall sagen, leider, aber Mann, da es bin war ich jetzt System of a Down im Rock im Park und da war es nämlich auch so geil. Da war die ganze Bühne, da war eine riesige Leinwand über die ganze Bühne gespannt, wo halt Fett System of a Down drauf gestanden ist. Und dann stehst du da und wartest und auf einmal wird es dann auch schon langsam Start, weil ein bisschen was übers Gerät da oben, okay, passt. Und auf einmal geht's los mit einem Prison-Song. Bam! Und dann bei jedem Bam ist so Lichtblitze gekommen und dann ist es und mit lauter Blitze, dann hat es eine Explosion gegeben, das Leinwand ist runtergefallen, System steht auf der Ding um und das komplette Publikum eskaliert komplett. Das war nur noch ein riesiger Moshpit, das war so geil. Da war ich auch mit durchtrat. Krieg ich auch ein bisschen gegen. Ja, an das, wenn ich denke, und ich hab mich jetzt Das so haben's- drauf gefreut, dass ich das wieder sehe. Und dann gibt der Corona-Wichs-Hobelschwanz. Wichshobelschwanz, Pimmelarsch. Das war auch ein schönes Erlebnis, weil du sagst Pimmelarsch, das war auch ein schönes Erlebnis, das war im Summer Breeze. Was der Pimmelarsch? Da war der Onkel Werner im Dixie-Klo so, hey, hab mich so das Waschbecken aufgekommen und gesagt, jetzt sei mir ein bisschen leise. Nein, das war Summer Breeze 2008, war ein lustiges stark, Erlebnis ganz einfach. stark. Wir sitzen am Zeltplatz und dann, hey, ich bin Singer, Pillermann, Fotze, Pillermann, Fotze, Pillermann, Fotze, Arsch. Und ich war schon angedüdelt und stehe auf und dreh mich um und sing natürlich mit, Fotze, Fotze. Und dann kommt einer mit einem Schottenrock und bei Pillermann, Fotze, bei Arsch dreht er sich um, holt seinen Schottenrock in den Tee und holt mir sein dreckiges Arschloch her und schreit, Arsch! Und ich sag so, oh, geil, Alter. Und dann haben wir uns ein Backel Klopfer eingesoffen. Was ist dem geschleckt, eh? Vor allem habe ich ihm sauber geschleckt, das war nicht mehr dreckig danach. Das heißt übrigens Arschloch innen. Arschloch innen habe ich ihm geschleckt, ja. Hast du sein Arschloch innen oder die? Nein, beides. Am Ach so, Rand ist es und Arschloch innen. Okay. Sieht auch gleich aus. Blitze Sieht ja auch gleich War aus. Blitzeblank. Anus Bleaching, du warst deine Zeit voraus. Da war ich weit voraus, ja. Und meine Zunge ist recht rau, das war gleichzeitig ein Waxing. Wie bei den Katzen. Zum Wiederhaken. Du hast ein Tiger bläst. Du hast ja nicht I keep bleeding, sondern I keep bleaching.
Das war auf alle Fälle schön. Aber allgemein so Konzert, ich liebe das, wenn Bands mit dem Publikum arbeiten. Ich hasse das, weil zum Beispiel, also ich mag zwar eigentlich Slayer, aber ich finde Slayer war ein furchtbarer Live-Act, weil die sind umgestanden, wir Slayer, irgendwas runtergeschissen, thank you, nächsten Song, irgendwas runtergeschissen. Und da war zum Beispiel im Novarock, hat sie erst Hatebreed gespielt und dann Slayer. Und Hatebreed ist eine fette Partyband, die arbeitet nur mit dem Publikum, macht's das, tut das, mach jetzt, dann heißt es da irgendwann, und Slayer steht rum und denkt sich, hey, wir sind Slayer. Müssen wir nichts machen, das kennt ihr sowieso. Und das war dann richtig langweilig, einfach nach Hatebreed. Das Einzige, was ich an Slayer mengen habe, ist Slayer! Ja, das schreibt man immer noch. Letzten Freitag Stuttgart Trailerpark Abschiedskonzert, Slayer! Es wird immer Slayer geschrien. Und Helga und Timmy, gibt's die auch? Die werden aufgeschrien, ja, aber Slayer her öfter, weil sie meistens selber schreien. Komisch. Aber es ist immer lustig, weil oft, sie steht dann neben dir einer und der schaut dir dann so, Slayer! Schreit dann auch auf, und dann verbreitet sie das wie der Coronavirus. Also Achtung, Call to Action für die Zuhörer. Was ist euer Lieblingserlebnis in einem Festival? Wer ist mit dem Dixie-Klo schon geschmissen worden? Und wer hat's genossen? Verdammt, jetzt Du bist wieder total lost. So weit war ich gar nicht. Florian ist immer lost. Ja. Der ist nur für die Diversity-Quote dabei. Ja. Dixie-Klo. Ja. Da können wir endlich Schwulenwitze machen, das wird super. Ja. Ja, ist das Schwulenwitz. Ich bin kompletter Schwulwitz. Halt einmal im Kopf. Das ist super, die beste Beleidigung, die wir seit langem gehört haben. Halt durch dein Futzen. Vor allem gerade zu irgendeinem schwulen Haus dazu sagen so, halt durch dein Futzen, du bist der größte Schwulenwitz. Ja? Der ist sofort gecancelt, der kann unkonterbar. Na, gut, ist ja gut. Das ist gut. Ja, Schön. ich weiß immer noch keinen, sorry. Ich bin leider raus. Haben wir keine In der nächsten Folge wird das dann. Ich bin für die Werbung und Sponsoring zuständig. Nestle, Brunnen. Ja, stimmt, wir haben noch keine Werbefläche deklariert. Wir hatten mein T-Shirt. Ich habe hier auf der rechten Seite auch noch was frei. Was stimmt eigentlich? Dick sein ist fett. Der Klassiker. Warum ist Fett sein nicht dick? Aus Gründen der nationalen Sicherheit. Okay, das passt. Gut. Weitere Investigationen würden die Gemeinschaft beunruhigen. Wer schmeißt seinen Bierbecher? Seid ihr... Ja. Schon, oder? Das gehört sie. Das gehört sie. Ja. Wenn es losgeht, dann hast du nur so ein Viertel Bier. Nur geil ein bisschen drin lassen. Genau, das schon, Viertel Bier, ja. das beim Anfang das Viertel Bier geschmissen. Diese 4 Euro Pfannen sind weg, das hilft nicht. Aber Das Bier kostet 8 Pfand 4. So, ich brauche bitte 2 Euro für mich und meine Ja, genau. Späße. Ja, 24 Euro, aber diese, was? Kannst du nicht stehen. Wie auf der Kartenvierer. Hätte mich nicht gewundert früher. Hätte mich nicht kann ich gewundert. ins Volksfest sagen, wenn ich so Geld für Bier Mein Problem ist, dass ich jetzt Bock auf ein Festival habe. Ja, Ja, Du hast Ja, einfach nur Bock mega. auf Hotdogs. auch! Hotdogs! Hotdog-Festival. Festival im Drecksuhlen. Hotdog-Festival. Oh, lecker. Boah, lecker. Flip aus. Über die Amis. Schnell so. 60 Stück in einer Stunde. Scheiß Amis. Nebenbei habt ihr das mitgekriegt, das war erst vor ein paar Wochen. Da wurde doch der jetzt die 63 Hotdog, glaube ich, hat er wieder der Wettesser King. Ja. Und dann ist aber einer auf die Bühne gekommen und wollte irgendwie so irgendein Schüttel in Ding hängen. Und dann ist er daneben gestanden, hat den gepackt und hat den am Boden geworfen und hat dann angegessen. weitergefressen. Ja, doch habe ich sie auch tatsächlich schon gesehen. Warum habe ich das gesehen? Ich weiß nicht. Ja, habe ich. Was soll denn die? Ich weiß es nicht. Aber Der war hat nur geil. gewrestelt und einfach weitergefressen. Hau die Shit den Hotdog rein, rappt den Typen um und frisst dann die Hotdogs weiter. Und hat Hunger. Ja, ganz normal. Verstehe. Klassiker. Verstehe nicht. Lauter Psychopathen. Lauter Ja. Psychopathen. Was ist, Was gibt's? Habt ihr Karten für, was ist euer nächstes Konzertfestival? Wo seid ihr Wie unterwegs? gesagt, Der Rookable. Rookable. Ja, 1,5 Wochen. Jetzt Ah, auf schon, ja. Mittwoch. Festival ist bei mir leider jetzt nix in der Planung. Aber dafür jetzt dann Minosmos und KIZ Da bin ich stehen. immer noch so sehr neidisch auf die. 6-3 Mal jetzt dann noch. Ja. Ja. Es gibt, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt nicht recht viel, was mir auf ein Konzert zahlen darf, was ich sehen möchte, was ich noch, entweder noch nicht gesehen habe oder was ich noch oder wieder gern sehen möchte. Eigentlich so viel immer Wisst ihr singen, denn weil ich mich einfach so, ich finde einfach so Party-Bands wie zum Beispiel Electric Callboy. Das ist einfach, vor allem jetzt mit einer Hyper und We Got the Moves Little, Alter, das ist Abriss. Sehr da, stark, Da, ja. geht's, da kommt dieser Break und dann geht's da drinnen ab. Das ist, Oleg, das ist nur geil. Da kann den nur ausflippen. Ja, Feier die. das Die kann ich mir schauen wir vorstellen. jedes Mal wieder, wenn die gehen und schauen es mal an, weil das einfach so ein geiler Abend jetzt mal ist. Nur geil. Alexander Markus, nach dem einen Zeit wieder anschauen, war ein geiles Festel, Alleinunterhalter vor dem Herrn. Und dann hast du da unten einen Circle Pit. Scheiße. Nein, das weglass, mit deinem Maul, wirf den Schuh ins Gesicht. Ich habe mich vorher nicht fragen traut, was das überhaupt Mann, ist, aber frag ich tue einen. einfach so, als da das kennen. Dein Maul, Für alle Nicht-Videoseher, das übrigens auf YouTube gibt, für alle Leute, die so auf Spotify oder sonst wo eine Podcasts hören, es ist gerade ein Schuh geflogen. In dessen Florians
Fressbrett. Ja, aber es geht halt auch nicht, dass man was gegen Alexander Markus, den King of Elektrolore Ganz sagt. ehrlich, wir können ja mal abstimmen. Das ist die größte Scheiße, was ich je gesehen habe. Hast du schon in den Spiegel geschaut, du hässliche Fotze? Hör mal! Schönen guten Tag, meine Fotzen. Entschuldigung. Bin kurz ausfallen worden. Entschuldigung. Fotzen und Was denn? Fotzinnen. Bei dem nächsten Konzert soll ich da Karten und fast mit, weil das ist nämlich weglassen. Und du wirst sagen, Alter, das ist eines der besten Konzerte, wo jemals war, weil das nur Party ist. Der Markus Alexander sieht ja schon. Ja, Das ist das Gesicht Deutschlands! Gut, Noch mehr. können wir jetzt bitte aufhören? Extra Folge über Alexander Markus. Nein! Den will kein Mensch. Extra Blatt, extra Folge. Ich weiß nicht, da bin ich raus. Kenn ich nicht. Ich weiß nicht, ich mag es ja gar nicht wissen. Jo, So- mixt her. Nein. Elektriker hörst du oder was los Nein. ist? Hundi Wauwau. So Hundi Wauwau. Wenn du ein Little Hundi Wauwau hast, Jetzt kann's Entschuldigung. nur gut sein. Pitchy Pitchy Popo. Jetzt hol uns aus der Situation raus, bitte. Hilf mir. Ich bin vollkommen überfordert. Raus, hol uns Ich bin vollkommen überfordert! Freunde der Sonne! Festivals Sind sind cool. schon ganz geil. Für jeden. Jetzt möchte ich auf uns. Außer du fährst mit dem Dixie-Klum, dann ist scheiße. Ja, dann ist scheiße. Also du hast einen Scheiße. Hotdog dabei. Ja, also das ist Dann geht's wieder. Im Dixie-Klum. Stopfst einen Hotdog ins Maul, passiert da nichts. Ja, genau. Ich hab den Dixie-Klum geschmissen, das war kacke, aber ich hab einen Hotdog dabei gehabt, dann hab ich wenigstens was essen können. Hat schon passt. Und dann spüren wir, was auch eklig was direkt Das essen war, können. warte mal, Festivals sind geil. Das Fazit der Folge, da ich sagen. Ja, so, Sagt ihr dazu? allgemein Konzerte, Festivals, schaut euch Sachen live an, habt eigentlich Ja. keine besseren Erlebnisse als Und lasst Live-Acts. seine Und bitte ohne Handy. verfickten Dreckshandys in einer verfickten Hosentaschen oder sonst irgendwo. Ansonsten kommen wir und hauen wir euch aus der Bratzen und hauen wir euch die Schneidezähne raus. Und damit verabschieden wir uns. Liebster Herr Kani, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Liebster Herr Florian, ebenfalls vielen Dank fürs Dabeisein. Geh mehr auf mehr Konzerte und Festivals, du Trottel. Trottel. Musste das jetzt am Schluss hier noch sein? Und wenn wir jetzt da auf Folge beenden drücken, dann überlegen wir uns auf was für Festival, dass wir zu dritt fahren. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Um was geht's beim nächsten Mal? Rangelschlecker? Tetten? Tschernobyl? Tschernobyl-Titten. Tschernobyl-Tetten rangeln. Alter, 3 Titten. Tschernobyl-Tetten rangeln. Na, was hast du gesagt? Rangelschlecker. Du bist der Behinderte. Bis zum Hä? nächsten Mal habe ich die Kommt nie so wieder. Rangelschlecker. Scheiß Rangelschlecker. Erklär mal sauber eingeschleckt jetzt. Richtig, richtig. Der Weltfremden ist ja, dass du diese mitnimmst, das verschwitzte Arschloch ausgeschleckt. Dass wir noch schnell in die letzten 4 Sekunden im Podcast Das ist jetzt da drin, oder was? Ja, Der verschwitzten. Der verschwitzten Alten, Ist ja das verschwitzte Arschloch auf der Diese ausschlägt. damit der Podcast noch schnell ab 18 ist. Genau, explizit. Vorher veröffentlichen wir nicht. Explizit.